warum die Schweiz so viel besser ist als Deutschland. Let's go. Die Schweiz gilt als das lebenswerteste Land in Europa. Kann ich Laut einer bestätigen. Umfrage liegt der Grad der Zufriedenheit mit ihrem Leben bei der Schweizer Bevölkerung bei 8,0, während er in Deutschland nur bei 6,5 liegt. Direkt ein Deutschland, L. Aber ich würde auch sagen, das Leben in der Schweiz ist einfach schöner. Alleine nur die Politik und die Landschaft. Deutsche sind also spürbar unzufriedener als Schweizer. Aber warum ist das so? Was genau macht die Schweiz denn so viel besser als Deutschland? Wie ihr merken werdet, gibt es dafür viele Gründe. Der Hauptgrund: Steuern. Tatsächlich ist einer der Hauptgründe dafür, wie so oft allerdings, das Geld. Genauer gesagt, Klassiker, das sogenannte Lohnniveau. Es ist zwar allgemein bekannt, dass die Schweizer im Durchschnitt deutlich mehr verdienen als ihre deutschen Nachbarn. Wie heftig der Unterschied ist trotzdem krass. Denn das durchschnittliche Einkommen eines Schweizer Haushalts liegt aktuell bei umgerechnet 10.300 Euro im Monat, also 124.000 Euro im Jahr. Ein deutscher Haushalt kommt im Schnitt hingegen nicht mal auf die Hälfte. Hier sind es nämlich etwa 4.900 Euro im Monat. Oder Okay, Deutschland. Also, es tut mir wirklich leid, aber ihr seid guckt. Natürlich kostet in der Schweiz alles bisschen mehr, aber nicht doppelt so viel. Also, Deutschland ist guckt, aber ich glaube in Frankreich noch schlimmer. Aber naja, wer interessiert sich für die Franzosen? 60.000 Euro im Jahr, während Alleinlebende in der Schweiz im Schnitt auf 6.800 Euro monatlich kommen, sind Bro, ja, das stimmt, das ist wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, dieser Durchschnitt wurde von irgendwelchen Scheichen angehoben, weil 6.800 Euro ist nicht der Durchschnittslohn. For real, for real. Ich würde eher was sagen, so um die 5.000 rum. es bei Singles in Deutschland nur 2.900. Okay, 2.900 ist tough, aber ich glaube auch, dass das schon ziemlich hoch ist. Sind 2.900 eine realistische Zahl für einen normalen deutschen Bürger? Euro brutto wohlgemerkt. Also ich verdiene Ach so, brutto, okay. 5.900 im Monat. Ja, ich finde nicht, dass es gut ist, aber ich bin zufrieden. Wer schon mal in der Schweiz war, weiß allerdings auch, wie astronomisch hoch die Preise dort im Vergleich zu Deutschland Bro, wirklich. Digga, das ist eine billige Tiefkühlpizza von der Migros und die ist sauteuer. 4,40 Franken, Katastrophe. sind. Doch wer nun denkt, dass das alles relativiert, liegt jedoch falsch. Denn tatsächlich bleibt den Schweizern trotz der hohen Lebenshaltungskosten am Ende deutlich mehr im Portemonnaie als den Deutschen. Genau, In das den meinte ich. verschiedenen Schweizer Städten sind die Abgaben zwar unterschiedlich hoch, im Schnitt müssen die Eidgenossen aber nur rund 29% ihres Gehalts an Steuern und Sozialabgaben zahlen, während es in Deutschland satte 38% sind. Bro, und ich habe keine Ahnung, wo das Geld hingeht. Auf jeden Fall nicht in die Internetverbindungen, in die Deutsche Bahn oder in die Autobahninfrastruktur oder in die Bildung. Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach in die Taschen von Christian Lindner. W. Durch die höheren Gehälter können Schweizer durchschnittlich 1.500 Euro im Monat zurücklegen. Sehr Ein geil. deutscher Durchschnittshaushalt kann nach Abzug aller Ausgaben hingegen monatlich nur 260 Euro sparen. Bro, aber ich glaube 1.500 sind ehrlich auch bisschen hoch angesetzt. Vor allem für Leute in meinem Alter. Bei vielen Deutschen bleibt am Monatsende jedoch gar nichts mehr übrig, das man auf die hohe Kante legen könnte. Bei diesen Zahlen verwundert es also wenig, dass jedes Jahr rund 35.000 Deutsche in die Schweiz auswandern. Mehr Es gibt so viele Deutsche im Schweizer Gesundheitswesen, die ausgewandert sind, das ist crazy. als in jedes andere Land der Welt übrigens. Auch dass viele Deutsche sogenannte Grenzgänger werden, also Menschen, die nur zum Arbeiten täglich in die Schweiz fahren und dann abends wieder nach Deutschland zurück. Das ist das Krasseste. Leute aus Lörrach oder aus Konstanz, die kennen das. Es lohnt sich geisteskrank. Also, ihr wohnt in Deutschland und zahlt die Preise aus Deutschland, aber arbeitet in der Schweiz. Bro, ihr habt ausgesorgt. Euch geht's sehr, sehr gut. Rückkehren macht bei den hohen Gehältern tatsächlich vollkommen Sinn. Es wäre allerdings komplett falsch, die Attraktivität der Schweiz alleine an finanziellen Aspekten festzumachen, denn die Schweiz hat noch einen anderen riesigen Vorteil gegenüber Deutschland, und zwar ist sie viel sicherer. Die Schweiz wird international als eine Nation anerkannt, die
nahezu keine Konflikte hat und als Geburtsstätte des modernen Friedens gilt. Durch ihre konsequente Neutralitätspolitik hat es das Land geschafft, sich aus den meisten internationalen Verstrickungen rauszuhalten. Dass zum Beispiel das internationale Rote Kreuz, die WHO oder sogar die UN ihren Sitz im Schweizer Genf haben, ist absolut kein Zufall. Die Schweiz hat eine lange Tradition als vermittelnde Macht und als Gastgeber von Friedensverhandlungen. Deutschland auf der anderen Seite ist ein aktives Mitglied der NATO und der Europäischen Union, was dann oft Beteiligung an internationalen Konflikten und politischen Debatten mit sich bringt. Obwohl sich die deutsche Regierung intensiv um Diplomatie bemüht, ist das Land immer wieder indirekt in Konflikte und sogar Kriege involviert. Unter anderem aktuell in der Ukraine, wo Deutschland sich klar gegen Russland gestellt hat. In der Schweiz muss man sich aber nicht nur um internationale Bedrohungen kaum Sorgen machen, auch die Sicherheit im Land selbst ist deutlich höher, wie ein Blick in die Kriminalstatistik verrät. In der Schweiz gibt es jährlich nämlich gerade einmal 60 Straftaten pro 1000 Einwohner. In Deutschland sind es fast ein Viertel mehr. Zudem gibt es in der Schweiz verhältnismäßig mehr Wirtschaftsdelikte, die sich dann eher weniger auf das gefühlte Sicherheitsempfinden der Bürger auswirken. Wirtschaftsdelikte, aka Steuerhinterziehung. Mega geil. Tatsächlich ist die Schweiz aktuell sogar eines der friedlichsten Länder überhaupt. Geil. Laut Sehr, dem sehr World geil. Peace Index liegt sie nämlich auf dem 6. Platz weltweit. Deutschland liegt nur auf Platz 20. Aber actually gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, es wäre viel schlimmer. Doch die Schweiz ist nicht nur reicher und sicherer als Deutschland, das Land liegt auch an einem anderen Punkt weit vor dem großen Nachbarn im Norden. Denn die Schweiz ist wesentlich demokratischer als Deutschland. Tatsächlich gibt es sogar kein anderes Land in der Welt, in dem die Bürger so viel Mitbestimmungsrecht haben wie in der Schweiz. Direkte Demokratie. Aber ich sage euch ehrlich, wir haben fast alle 2-3 Monate haben wir hier einen Brief zu Hause, wo man wirklich aktiv über bestimmte Sachen abstimmen kann. Zack, dann eine Ja oder Nein draufschreiben, Unterschrift und Abfahrt. Aber die Stimmbeteiligung ist leider meistens um die 50% oder noch weniger. Das finde ich ein bisschen schade. Statt wie in Deutschland nur Politiker zu wählen, die dann alle Entscheidungen selber treffen, werden in der Schweiz alle wichtigen Themen von den Bürgern in Volksentscheiden bestimmt. Hier kann eigentlich nichts schiefgehen. Hier ist eigentlich alles so gut geregelt, dass die Sachen gut laufen. Auch. Ja, es klingt jetzt so gut, aber bei der direkten Demokratie kann natürlich auch einiges schief laufen. Also, ich meine, wenn die eine Werbekampagne viel besser ist als die andere, dann ist es trotzdem vielleicht nicht ganz eine direkte Demokratie. Also das ist nicht ganz immer so perfekt. Die direkte Demokratie ist wahrscheinlich sehr, sehr nice, aber es hat auch ihre Nachteile. Wenn es ungewöhnlich klingt, so werden Schweizer tatsächlich regelmäßig gebeten, über konkrete Gesetzesentwürfe abzustimmen. Stimmt, ja. Und je nachdem, was die Mehrheit der Bürger entscheidet, wird dann in geltendes Recht umgewandelt. Politische Entscheidungen gegen den Willen des Volkes, wie sie in Deutschland und so gut wie allen anderen Ländern weltweit immer wieder durchgeführt werden, sind in der Schweiz somit nicht möglich. Nicht nur politisch und wirtschaftlich steht die Schweiz besser da, vor allem beim Thema Verkehr liegen zwischen Deutschland und der Schweiz Welten. Die Züge dort sind legendär für ihre Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Das Schweizer Bahnnetz ist außerdem eines der dichtesten der Welt und verbindet selbst die entlegensten Bergdörfer. Ergänzt wird dies durch ein effizientes Netz von Bussen, Fähren und Straßenbahnen, die insgesamt zu einer nahtlosen Mobilität führen. Dass das in Deutschland nicht der Fall ist, muss man eigentlich kaum noch erwähnen. Bro, 25 Minuten Verspätung, das ist actually noch ein guter Tag. Ich habe jedes Mal, kaum gehe ich in Basel über die Grenze, ist eine Vollkatastrophe. Jedes Mal, es fuckt mich ab. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind insbesondere bei der Deutschen Bahn ein riesiges Problem. Und Zugverspätung oder ganz ausgefallene Verbindungen gehören hier zum Alltag. Und das belegen auch die Statistiken. In der Schweiz kommen 92,5% aller Züge pünktlich, wobei schon eine Verspätung von nur 3 Minuten in der Statistik als unpünktlich gilt. In Deutschland
hingegen kommen nur etwa 60% aller Züge pünktlich an, obwohl in den deutschen Berechnungen Bahnen erst ab knapp 6 Minuten Verspätung überhaupt als unpünktlich gelten. Bro, das ist eine katastrophale Zahl. Jetzt mal for real. Leute vertrauen darauf, dass die Bahn pünktlich ist, um arbeiten zu gehen. Generell gibt es noch viele weitere Punkte, in denen die Schweiz Deutschland überlegen ist. Zum Beispiel im Klima. So scheint die Sonne in der Schweiz im Schnitt eine halbe Stunde länger pro Tag als in Deutschland. Ja gut, das ist einfach, weil wir weiter im Süden sind, I guess, oder? Ebenfalls hat das Land 3-mal weniger Staatsschulden als Deutschland und selbst das Internet ist zudem hochmodern und auch die entlegensten Gebiete haben immer guten Empfang. Auch die Arbeitsbedingungen in Deutschland sind oft deutlich schlechter als in der Schweiz. Neben einem viel höheren Gehalt haben zum Beispiel auch Menschen, die in der Pflege arbeiten, viel mehr Zeit für ihre Patienten. Trotzdem muss man sagen, dass Leute in der Pflege auch hier in der Schweiz viel zu wenig Zeit für die Patienten haben und viel zu wenig Freizeit haben, vor allem seit Corona. Das muss man trotzdem dazu sagen. Während eine Pflegekraft in Deutschland am Tag oft 10 Personen oder mehr betreuen muss, sind es in der Schweiz meist nur 2 oder 3. Auch in Sachen Wirtschaftswachstum hat die Schweiz die Nase vorn. Während die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr nämlich um 0,3% geschrumpft ist sie in der Schweiz im selben Zeitraum um 1,3% gewachsen. Kurz gesagt, die Schweizer Wirtschaft geht bergauf, Deutschlands geht leicht bergab. All diese Faktoren dürften auch dazu beitragen, dass die Lebenserwartung in der Schweiz für Frauen rund 2 Jahre und für Männer sogar 4 Jahre höher liegt als in Deutschland. Wie aber konnte es die Schweiz schaffen, so gut zu werden? Und wieso ist das Land so wohlhabend und so erfolgreich? Ein Schlüssel zur wirtschaftlichen Stärke der Schweiz ist natürlich ihr robustes Bankwesen. Die Schweiz ist weltweit bekannt für ihre Stabilität und Diskretion im Bankensektor. Schweizer Banken ziehen aus genau diesen Gründen Vermögen aus der ganzen Welt an. Diese Stabilität zieht wiederum ausländische Investoren an, was so zur Schaffung gut bezahlter Arbeitsplätze beiträgt. Auch das bereits erwähnte System der direkten Demokratie dürfte maßgeblich zum Status der Schweiz beigetragen haben. Während in Deutschland wichtige politische Entscheidungen oft weniger direkt demokratisch beeinflusst werden können, sind die Bürger der Schweiz alle selber involviert in die Arbeit der Politik und können sie Das ist in meiner Heimatstadt. Ja, genau so. On vote aujourd'hui. Heute wählen wir, heißt das. Sehr, sehr geil. Das ist meine Heimatstadt, da wohne ich. Also nicht gerade dort, aber ja. zu ihren Gunsten mitlenken. Ein anderer Grund für die Überlegenheit der Schweiz liegt auch an ihrer Struktur. Obwohl das Land im Vergleich zu Deutschland recht klein ist, so verfügt die Schweiz über ganze 26 verschiedene Bundesländer, die sogenannten Kantone. Jedes ist ganz eigenständig und kann über die meisten Dinge selber entscheiden. Aber es hat auch ein paar Probleme. Und zwar ist jedes einzelne Schulsystem so ein bisschen einzeln aufgebaut. Also es ist nicht alles so geil, wie es klingt. Aber Schweiz natürlich geiler zum drin leben als Deutschland. Auf jeden Fall. Was es so ermöglicht, sich genau auf die Wünsche von teilweise wenigen 100.000 Menschen einzulassen. Doch heißt das jetzt, man sollte Deutschland einfach verlassen, um in der Schweiz ein besseres Leben zu führen? Oder Ja. gibt es vielleicht auch ein paar Dinge, in denen Deutschland trotzdem die Nase vorn hat? Im Fußball vielleicht, aber sonst wüsste ich jetzt nicht wirklich was. Tatsächlich hat Deutschland auch einige große Stärken gegenüber der Schweiz. So Achtung, ist jetzt das kommt's. deutsche Sozialsystem eines der besten und fairsten der Welt. Denn Okay. durch das Netzwerk von Sozialversicherungen wird gewährleistet, dass jeder Bürger eine umfassende Grundabsicherung hat. Deutschland hat zudem ein robustes und allumfassendes Gesundheitssystem. Die Okay. Gesundheitsversorgung ist flächendeckend und für alle Bürger zugänglich. In der Schweiz ist die Gesundheitsversorgung zwar ebenfalls exzellent, jedoch oft teurer und nicht für alle gleichermaßen zugänglich. Also das Gesundheitswesen beziehungsweise hier zum Arzt zu gehen ist einfach viel zu teuer, beziehungsweise die Krankenkasse ist viel zu teuer. In der Schweiz arbeiten die Menschen zudem auch deutlich mehr als in Deutschland und haben im Schnitt viel weniger Urlaubstage. Es Scheiße. wird gejammert. Man wirft den Deutschen vor, auf hohem Niveau zu jammern.
Wenn das zutrifft, dann jammern die Schweizer auf hochalpinem Niveau. Doch was Bro, denkt ihr denn? okay. Findet ihr die Schweiz besser als Deutschland? Und könntet ihr euch vorstellen, dort mal zu leben? Oder kommt ihr vielleicht sogar aus der Schweiz und habt eine ganz eigene Meinung zu dem Thema? Wir sind mal gespannt auf eure Antworten und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut. Also wenn ich euch wäre, liebe Deutschen, ich würde in die Schweiz auswandern. Lasst eine Positivwertung und ein Abo da. Hihi.